Hallo, schön, dass Sie mir wieder folgen. Ich begrüße Sie heute zu der Folge, wie der Mensch nach Köln kam. Gut, jetzt hat vielleicht der ein oder andere eine Erkenntnis. Sie sehen da diesen Teich hinter mir. Ne? Dieser Teich, der wurde von mir schon mal erwähnt in der Folge, wie die Kölner Bucht nach Köln kam. Gucken wir uns das mal genauer an. Können Sie sich erinnern? Noch Hunk. Ja, in der von mir erwähnten Folge, wie die Kölner Bucht nach Köln kam, habe ich Ihnen erzählt, was die Kölner Bakterien alles so gemacht haben. Nachdem Tetra mit der Erde kollidiert war und sich ja sozusagen in den Teichen und Tümpeln und Meeren Bakterien gebildet haben. Aber insbesondere habe ich diese Bakterien hier aus diesem Kölner Tümpel im Grüngürtel erwähnt. In der Folge hatte ich Ihnen ja erzählt, dass die Kölner Bakterien, halt da ist die Kamera, ich muss mich noch umgewöhnen. In der Folge hatte ich Ihnen ja erzählt, dass die Kölner Bakterien die Welt gerettet haben. Und wie? Wenn Sie es nicht mehr auf dem Schirm haben, klicken Sie ein bisschen nach unten, finden Sie. Ja, kommen wir mal zum Thema. Mensch. Was ist ein Mensch? Definition per Wikipedia kann ich Ihnen jetzt mal sagen. Sekunde, ich ziehe mal die Brille auf. Ne? So, laut Wikipedia ist der Mensch, auch Homo sapiens auf Lateinisch genannt, ein verstehender, verständiger bzw. weiser, gescheiter, kluger und vernünftiger Mensch. Und nach der biologischen Systematik ein höheres Säugetier aus der Gattung Primaten. So, Primaten. Was sind Primaten? Primaten, ne? Sie sehen Bäume hinter mir. Ne? Primaten haben mal häufig auf den Bäumen oder in Höhlen gelebt. Woanders sagt man dazu, glaube ich, auch Affen. Ja. Ne? Wer ist das? Milieu oder was? Wer singt da so schön irgendwie so ein Lied über Ape? Mir als ein Ape? Ja, haben sie recht. Ne? Ich muss ja da hingucken, da ist die Kamera. Da haben die auch recht, weil es gibt ja auch heute noch diese Affen. Ne? So hinter der 8. Brücke, irgendwie von Köln, da findet man noch welche. Dann findet man so ein paar Affen, die nennen sich Rechte und meinen, sie würden das Vaterland verteidigen, indem sie dummes Zeug labern, von dem sie keine Ahnung haben. Aber darum geht es heute alles nicht. Da sind wir ja nicht dabei, sondern wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch, wie ist der Mensch entstanden. Und deswegen bin ich auch hier an diesem Teich. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Mensch wird aussterben. Was hätten wir dann hier auf der Erde? Dann hätten wir nur noch Tiere. Dann würde mit den Primaten wieder sozusagen alles von vorne anfangen, weil Primaten gibt es noch heute. Uns gibt es nur noch einmal, weil wir, Mensch, sind die letzten Wesen der Kategorie Homo. So, jetzt fragen Sie sich, warum ist er am Teich und warum hat er vorhin die Bakterien angesprochen? Kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ich habe mir in Reihenfolge aufgeschrieben, damit ich es Ihnen auch flüssig sagen kann, wie das alles gekommen ist. Ne? Wie ist überhaupt der Mensch entstanden? Ne? So mal die Grundform. Ne? Also, erst jabet, deswegen bin ich hier an dem Teich, die Kölner Bakterien. Fakt. Ne? Ich sagte ja, die haben die Welt gerettet. Ne? Aus diesen Bakterien entstanden dann Einzeller, aus diesen wiederum Mehrzeller. Ne? Daraus entstand eine Fischform, die im Wasser gelebt hat. Dann gab es eine Lungenfischform, die hat dann schon geschafft, aus dem Wasser rauszukommen. Ne? Ja, also ich sage jetzt mal einfach Lungenfisch. Ne? Aus diesem Lungenfisch ist ein aalförmiges Wesen entstanden. Dieses aalförmige Wesen müssen Sie sich so vorstellen, ja, wie so eine Glitschchen Aal, ne? Also, ne, der atmen kann halt. Ne? So, ja, das war das aalförmige Landwesen. Ja, dann sind Abarten entstanden, sozusagen aus diesem aalförmigen Landwesen, so ja, krokodilfähige, reptilfähige, ja, und halt auch so was Kleines, Süßes wie, ja, findet man eigentlich hier auf so was da hinten, hinter mir, ne, auf dem Baum, ne, ja, Eichhörnchen, ne, ja, Eichhörnchen.
Was hat der Mensch mit Eichhörnchen zu tun, wenn er sich jetzt fragt? Jetzt überlegen Sie mal, ne? Vor 60.000 Jahren, oder war das vor 60 Millionen Jahren? War in der 60 davor, da knallten, da ist ja die Kamera, da knallten ja dann so ein dicker Komet hier rein, ne? Also, ne? So, daraus sind die Bakterien entstanden. Hatte ich Ihnen ja alles erklärt, ne? So, und dann vor, wann war das? 10.000 Jahren? Jabet, deswegen, weil die Kölner Bakterien nicht nur mal übertrieben haben, ne? Eine dicke Eiszeit, ne? Vorher hatten die Kölner Bakterien aber andere Sachen geschaffen. Das waren die Sachen, die ich Ihnen gerade aufgeführt habe. Ne? Weil zu dieser Eiszeit gab es schon was, das nannte sich Homo erectus. Beziehungsweise aus dem Homo erectus entstanden der Homo sapiens, der, ja, was es immer noch gibt, da hinter der 8. Brücke, der Neandertaler. Ja, und etwas, was die meisten von Ihnen noch nie gehört haben, der Denisova-Mensch. Ich lese mal nach, wie es richtig heißt. Wo habe ich jetzt stehen? Wenn man nicht lesen kann, ne? Jetzt habe ich es. Denisova-Mensch. Genau, so. Und was macht den Menschen jetzt aus? Zumindest den heutigen Menschen, kann ich Ihnen auch sagen. Ich gehe jetzt mal einfach ein Stückchen mit Ihnen spazieren. Das ist immer schön, war spazieren an der frischen Luft. Ne? Tut immer gut, ne? Also, aus der Kombination Homo sapiens, Neandertaler, wenn auch nicht immer gewollt, und dem Denisova-Menschen entstand aufgrund, warten Sie mal, bevor ich zu Entstehen komme, sage ich Ihnen mal ganz kurz was über Mensch und dessen Eigenarten. Aber ich suche mir dazu ein helleres Plätzchen aus. Bevor ich jetzt zu den Eigenarten und Merkmalen des Menschen komme, muss ich ja noch was vorsagen. Ne? Also ich sagte ja Kölner Bakterien. Ich habe auch vorhin 3 Wesensarten erwähnt. Ne? Das war der Homo sapiens, der Neandertaler und der Denisova-Mensch. Ne? Also Homo sapiens und Denisova sind hier mehr oder weniger aus den Kölner Bakterien entstanden. Gut. In der Folie, wie die Kölner Bucht nach Köln kam, ach da ist die Kamera, habe ich Ihnen ja erzählt, dass es auch Düsseldorfer Bakterien gab. Gut, haben wir das mit den Neandertalern auch geklärt. Gut, so, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie bringe ich das jetzt zusammen, ne? Mit dem schlauen Zettel am besten. So, passen Sie auf. Ich erzähle Ihnen das jetzt mal, wie es hier steht. Gut. Evolution. Thema Evolution. Hier wird immer noch beschäftigen wir uns dauerhaft und permanent mit, weil Evolution ist ja so was wie, es bildet sich etwas immer weiter. Ne? So, was habe ich mir dazu aufgeschrieben? Der Wind macht mir gerade den Zettel ein bisschen wuschig. So. Evolution ist, kommt von dem lateinischen Elvore. Ich stehe im Wind, ne? Ich gehe mal ein bisschen weiter hier. Hier ist es auch noch leicht windig, aber hier kann ich wenigstens ein bisschen quatschen. So. Das, was ich Ihnen vorhin beschrieben habe, war ja auch Evolution. Ne? Von der Bakterie über den Einzeller, den Mehrzeller, dem fischähnlichen Ding, dann mit dem Lungenfisch, mit dem Krabbeltier bis hin zum Eichhörnchen und vom Eichhörnchen über den Primaten zum Menschen. Ne? Ach ja, ich habe vorhin ja nicht zu Ende erzählt. Warum Eichhörnchen? Mit diesem Knall, den es gab, ne? Also hier, ne? Dass so ein Teil runterkam, ne? Und alle Dinosaurier da ist die Kamera, ne? Da waren diese Eichhörnchen die Gattung, die überlebt hat. Warum haben die überlebt, kann ich Ihnen ganz genau sagen, weil die haben unter der Erde gelebt. Ne? So, ne? Nee, also so sieht es besser aus da. Da haben die mehr oder weniger sich versteckt und deswegen konnten die überleben. Ne? Also so wissen Sie jetzt schon mal, irgendwie bis zum Eichhörnchen haben wir die Evolution schon mal durch. Ne? Ja, wie gesagt, Eichhörnchen, Primaten, Homo erectus, dann Homo sapiens, ja, das aus Düsseldorf, und der Denisova-Mensch. Ja, und diese beiden, die kamen, wie gesagt, hier von diesem Teich da. Ne? So, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt lassen Sie mich mal kurz sammeln, was ich sagen wollte.
Ja, genau. So, jetzt ist es ja bekannt, dass angeblich die Wanderung, die große erste Völkerwanderung, im Moment haben wir ja was Ähnliches, nur leider aus bösen Gründen. Damals war das nicht so, oder ja, die wollten sich ja damals einfach verbreitern, weil das war denen zu eng in Afrika. Stichwort Afrika, beziehungsweise afrikanischer Kontinent mit Saudi-Arabien und allem, was dazu gehört, Syrien und so. Ne, die wandern ja jetzt auch, sagte ich ja gerade. Ne, auf jeden Fall sind die damals da auch ausgewandert. Ne? Was aber halt kein Wissenschaftler bisher gesagt hat, ist, dass die erst dahin gewandert sind von hier aus, dann gemerkt haben, das ist uns da zu heiß, lass uns zurückgehen. Ne? Hat kein Wissenschaftler gesagt. Ja, also so kam es dann, dass sich hier mehr oder weniger die erste Station dieser Dreier-Homo-Gruppe, Homo sapiens, Teilen der Homo erectus, wenn es ihn da noch gab. Aber lassen wir weg, wir waren ja bei den, nicht bei den Düsseldorfer, bei den Neandertalern und nehmen die Nisowa-Menschen. Ne? Und die haben dann Sachen hier gemacht, die später dazu geführt haben, dass es hier ein Volk gab, das nannte sich Ubier. Drüben, im Po. Habe ich ja erwähnt, in der Folge, wie der Rhein nach Köln kam. Gehe ich gleich noch drauf ein. Ich wollte Ihnen ja aber auch noch was über die Merkmale und Wesenstypen, Eigenarten des Menschen sagen. Das mache ich jetzt. Ich habe deswegen immer noch die Brille auf, ne, wenn ich lesen kann. Was sind Merkmale des Menschen? Ne? Da haben wir zum einen seinen aufrechten Gang. Ne? Sie guck, da, sehen Sie? Ne? Ich krabbel nicht mehr auf allen Vieren. Das haben wir schon mal geklärt. Ne? Dann hat ein Mensch Gehirn. Gehirn dazu, dass er sich Sachen merken kann, langfristig, kurzfristig, dass er sich überlegen kann, was er tut. Ja, kommen wir nochmal zu den Primaten. Wir haben ja heute immer noch rechte Primaten, die, ach da ist die Kamera, die wissen nicht so genau, was zu tun. Ne? Ein normaler Mensch, ja. Dann hat der Mensch Haut, Doppelkinn sozusagen, ne? Unbehaarung. Das waren schon mal Merkmale vom Menschen. So, jetzt hat der Mensch natürlich auch noch was. Der hat eine Lebensweise. Boah, mir schläft fast der Arm ein. Ich muss mal ganz kurz den Arm wechseln. So. So, mit dem Arm kann ich aber nicht so weit. Nicht ausschalten, Handy, nicht ausschalten. So, ich bin aufs falsche Ziel gekommen. So, jetzt hat der Mensch auch noch Wesensarten. Ne? Als da wären zum einen ein Mensch, damit er überlebt, ne, ist eine, ach, da ist die Kamera. Damit er überleben kann, muss er essen. Ne? Also haben wir das Thema Ernährung. Ne? Damit er überleben kann, braucht er zu der Ernährung etwas. Er meint es jetzt nicht so schön, ne? Also, das nennt man Gebiss. Ne? Ja, die Ernährung, also die Nahrung, die muss ja irgendwie zerkleinert werden. Übrigens, das Gebiss unterscheidet uns ehemalige Primaten, ich wechsle die Kamera jetzt doch wieder, ich kann das nicht darin, unterscheidet uns ehemalige Primaten immer noch von den Reptilien. Ne? Weil Reptilien haben ja nur in der Regel Reißzähne. Der Mensch als Allesfresser hat ein richtiges Gebiss. Ne? So, ja, und einer der noch nicht erwähnten Punkte, neben Futter und Gebiss, ne? Ja, Sie werden glauben, auf meinem Zettel steht es, ist das Thema Sexualität. Geburt und Schwangerschaft. Ne, andersrum. Ne? Also, ne? Erst Vergnügen, dann das Tragen und dann das Aua. Ja. So haben wir Menschen uns evolutioniert, weiterentwickelt. Jetzt mache ich mal ganz kurz aus. Ich muss mal eine Pause machen für meinen rechten Arm. Das geht nicht mehr. Ich kann den nicht mehr halten. Ich melde mich gleich wieder. Der Mensch ist ja ein soziales Lebewesen, ne? Und wenn der einmal anfängt zu evolutionieren, da ist die Kamera, kann ich Ihnen sagen, dann aber richtig, ne? Weil Evolution ist ja die Weiterentwicklung. Die Weiterentwicklung, die sich über die Genetik hin zur Perfektion von Natur aus weitermacht, bildet, geht, ne?
So. Und was da passiert, das hat mit den Grundlagen der Evolution zu tun. Nämlich die genetische Vererbung und die genetische Variabilität des Menschen. Ich erkläre mal beides. Ne? Genetische Variabilität ist, jeder kann mit jedem. Ist hier in Köln am meisten ausgeprägt, hat von hier aus die Welt erobert. Dann die genetische Erbfolge, hatte ich gesagt, oder? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken. Nee, nicht genetische Erbfolge. Ja doch, ist eigentlich fast dasselbe, ne? Die Vererbung, die meine ich noch. Ne? Ja, die Vererbung müssen Sie sich ungefähr so vorstellen wenn man heutzutage hingehen würde und lässt einen Kölschen mit einer Kölschen, was kommt dabei raus? Urkölsche, der von Geburt an seinen FC glaubt, den richtigen Dialekt drauf hat, seine Stadt über alles liebt und weiß, er kommt aus der schönsten Stadt Deutschlands. So, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Man muss ja immer zu allem auch ein negatives Beispiel bringen. Ne? Wenn wir jetzt aus den Düsseldorfer Bakterien, lassen wir weg, ich glaube, das wird zu fies. Weil man muss ja nicht so tief in die Biologie reingehen, dass man, also es reicht ja, wenn man auf der Kühe spazieren geht. Ne? Denke ich mal. Und was der Homo zu seiner, ach da ist die Kamera, was der Homo zu seiner Evolution genutzt hat, waren zwei Sachen. Das ist einerseits die natürliche Selektion, habe ich vorhin beschrieben, wenn eine Kölsche mit einer Kölsche, ne? Und etwas, das nennt sich Gendrift. Sozusagen eine Zufallsstichprobe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Gut, Zufallsstichprobe war eines der Merkmale, das am weitesten verbreitet war, bevor die drei Erwähnten hier wieder nach Köln kamen. Also auch der eine da, der ein bisschen weiter gegangen ist. Ne? Alles entstanden aus Zufallsstichproben. Ne? Ja. Nicht, dass so eine Zufallsstichprobe auch mal was Schönes irgendwie produzieren kann, aber das war zu dem Zeitpunkt noch selten. Ne? Gut, dann gab es halt diese Art Zufallsstichprobe, die zum Kölschen geführt hat. Ne? Irgendwann zu dem, was die Römer dann, beziehungsweise habe ich ja in der Folie, habe ich es ja erwähnt, wieder rein nach Köln kam, was Klüngelus und Agrippina hier in Köln am Rhein kennengelernt haben, den Ubier. Ne? Ja. Und aus dem Ubier ist dann sozusagen in der genetischen Evolution, Zufallsstichprobe, ja, aber dann nicht mehr, also war schon richtig knallige Evolution, ist dann das entstanden, hier auf der richtigen Rheinseite, was man heute den echten Kölschen nennt. Sie sehen, ich erzähle Ihnen keinen Schmuh, das ist alles wissenschaftlich erwiesen. So, was machen wir jetzt mit der Erkenntnis? Ich glaube, mit dieser Erkenntnis, ich nehme mal meine Sache mit, ne? Mit dieser Erkenntnis lässt es sich doch richtig, da ist die Kamera, ne? Richtig gut leben. Man kann am Geisbergheim spazieren gehen damit, man kann am Dom spazieren gehen damit und man hat dieses einzigartige Gefühl, ich bin eine Kölsche, ich habe die Welt erschaffen, ich bin für alles verantwortlich, was schön, gut und gemütlich ist. Ja, so, damit haben wir heute festgestellt, wie der Mensch nach Köln kam. Zum einen, sie haben gelernt, was Evolution ist, wie der Mensch selber an sich aus der Kölschen Bakterie entstanden ist. Und, was haben sie noch gelernt? Sie haben kennengelernt, dass es Wesen gibt, die haben Hirn und aktuell immer noch Wesen gibt, die kein Hirn haben. Die nennen sich Nazis. Oder Rechte schimpfen sich ja. Nazis hört sich ja immer so böse an. Ne? Also wie hat der Gabriel die genannt? Pack, ne? Aber das darf man auch nicht so laut sagen. Also, lassen wir das alles mal weg. Sie haben heute gelernt, dass es so etwas gibt wie einen Menschen, der aus Köln sozusagen die Welt erobert hat. Ja,
Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß beim Lernen heute, Spaß an der Folie und ja, legen Sie sich wieder schlafen.